Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Taktikfuchs. Ja, ich weiß, die Pressekonferenz ist erst morgen, Leute. Aber da wir das morgen sonst zu stressig wird, haue ich heute schon mal den Taktikfuchs raus. Ich denke, beim Spielermaterial wissen wir ja schon, Sascha Bowie oder Bowe oder wie auch immer, Sacher, ich nenne ihn einfach nur noch Sacher. Fertig. Sacher fällt aus. Muskelfaserriss oder Muskelbündelriss, nee, Muskelfaser war es, glaube ich. Warte, ich gucke mal eben. Ja. Fällt aus. Dass wir so viele Verletzte haben, ist wild. Sollte man vielleicht auch mal das Training analysieren und die Belastungssteuerung und so weiter und so fort. Aber gut, anderes Thema, darum geht es hier heute nicht. Heute geht es darum, wie wäre meine Aufstellung gegen den VfL Bochum. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein in den Bums. Ich schiebe mich mal hier rüber, weil, dann seht ihr wenigstens ein bisschen was. Neuer wird bei mir im Tor stehen, sollte klar sein. Harry Kane vorne. Sollte auch klar sein. Zack. Dreierkette bzw. Fünferkette fällt für mich flach, da Kim und Opa einfach unterirdisch schwach sind. Zu Kim, der ist einfach maßlos überspielt. Ja, da brauchen wir gar nicht drum herum reden. Der bräuchte einfach mal 2-3 Wochen Pause. Ist nur eine Frage der Zeit, bis da auch eine Verletzung auftritt, meiner Meinung nach. Opa ist einfach nach seiner Verletzung immer noch nicht in Form. Von daher wird es für mich eine Viererkette geben, und zwar mit Dyer und Ligt. Ja, dazu stellen sich unsere Außenverteidiger jetzt mal wieder von alleine auf, es sei denn, man würde einen Kimmich nach rechts ziehen. Dafür ist aber ein Goretzka auch zu unterirdisch schwach, um dies zu tun. Und Mazraoui hat ist bisher noch nicht ganz runtergezogen. War ja auch lange Zeit nicht beim Team dabei. Von daher mal abwarten. Und links somit Guerrero. Ja. Mittelfeld stellt sich meines Erachtens auch von alleine auf. Würde bei mir aus Kimmich bestehen. Und natürlich aus dem Pavlovic. Ja, ohne Wenn und Aber. Zack, zack. Ich mache die auch auf Doppel-6. Vorne wird es natürlich jetzt ein bisschen spannender. Für mich gehört Müller aktuell ins Team, weil einfach das Team nicht gefestigt genug ist, um auf Müller zu verzichten. Ja, ansonsten, ja, ich kann mich da jede Woche wiederholen. Bei mir wird der Tell von Anfang an kommen. Und ich würde auch den Zaragoza reinwerfen. Fertig aus. Also ich denke, es ist in der Primera Division war er gut genug, um zu spielen. Also sollte er auch in einem Bundesligaspiel gerade gegen den VfL Bochum gut genug sein, um eine Außenposition bekleiden zu können. Auch wenn Thomas Tuchel das anders sehen wird. Und diese Aufstellung natürlich niemals im Leben so kommen wird. Darum geht es aber hier in dem Format auch nicht. Hier geht es darum, wie ich aufstellen würde. Das wäre meine Aufstellung. Ja, ich denke, mit dieser Aufstellung hätten wir sehr gute Chancen, dieses Spiel positiv zu gestalten. Ja. Gerne auch nochmal, wieso, weshalb, warum. Wie gesagt, Mazraoui und Guerrero stellen sich von alleine auf, weil keine Alternativen mehr da, weil man Jan Kretz sich weggegeben hat. Davis und Sacher verletzt sind. Eric Dyer für mich, ja, die Art Führungsspieler, die wir aktuell brauchen. Und es ist wichtig, dass wir hinten auch einen Führungsspieler haben. Und er scheut sich auch nicht davor, behaupte ich jetzt einfach mal, einen Kimmich auch mal zurechtzuweisen, wenn das mit der Position nicht so klappt. Aber es spielt ja eben Pavlovic, den ich eher auf dem defensiveren Part bevorzugen würde. Aber natürlich kann da auch ein Wechselspiel stattfinden, wenn es die Situation hergibt. Wir haben gesehen, was Pavlovic auch für eine Qualität hat vorm Tor. Also kann es auch sehr gut mal sein, dass ein Pavlovic sich vorne mit reingeht und ein Kimmich nach hinten absichert. Sollte nicht das Problem sein. Müller habe ich schon erwähnt. Müller, der Einzige, der sich bei Lazio meines Erachtens nach, der wollte, ne, der es gezeigt hat.
Na klar gelingt Müller nicht alles. Ja, keine Frage, aber einfach aus dem Grund der Führungspersönlichkeit, gerade dann auch mit dem Saragossa und dem Tell, die der Müller sehr gut anleiten kann, fühle ich das schon extrem. Und Sané, Note 6, Musiala, Note 5 im letzten Spiel, haben es einfach auch nicht verdient zu spielen. Genauso wie es ein Goretzka nicht verdient hat zu spielen, meines Erachtens nach, deswegen auch draußen. Und deswegen auch kein Min-Jae und kein Upamecano. Nicht, weil der Upamecano die rote Karte gesehen hat oder ein schlechtes Spiel gemacht hat, einfach weil er keine Form hat. Ja? Ich weiß nicht, warum man das als Trainer nicht erkennt, aber die Diskussion führen wir jetzt hier nicht. Das wäre meine Aufstellung. Wie immer gerne eure Aufstellung in die Kommentare. Da meine Aufstellung nicht spielen wird, mein Tipp zum Spiel, ich habe ein 2-2 getippt bei Kicktipp. Einfach, weil ich nicht gegen unseren Verein tippe. No. Dass wir da irgendwie einen klaren Sieg einfahren. Mit dieser Aufstellung hätte ich Hoffnung. Ja, sage ich euch ganz ehrlich. Aber diese Aufstellung wird ja niemals stattfinden. Ja, es sei denn, Tuchel dreht sich jetzt um 180 Grad. Ansonsten sehe ich das nicht. Also werfen wir noch einen kleinen Blick. Wie wird die Aufstellung sehr wahrscheinlich sein? Ich denke, Guerrero und Mazraoui stellen sich von alleine auf. Von daher wird das passieren. Vielleicht in der Fünferkette mit dem Dyer und Upamecano und Min-Jae. Das weiß ich nicht. Ansonsten werden natürlich Upa und Min-Jae sehr wahrscheinlich spielen. Ja. Vielleicht straft da ein Upa auch ab und lässt einen Dyer und einen Min-Jae spielen. Aber dass wir einen De Ligt sehen, ich denke, da brauchen wir keine Hoffnung drauf verschwenden. Im Mittelfeld, ich denke, es gibt sämtliche Argumente dafür, dass ein Pavlovic zu spielen hat, neben Kimmich und nicht ein Goretzka. Aber daran glauben tue ich nicht. Ja, ich gehe davon aus, dass wieder Kimmich Goretzka spielen werden. Alles andere würde mich überraschen. Aber nochmal, Tuchel steht jetzt mit dem Rücken zur Wand. Also wenn nicht jetzt, wann dann, kann er mal das Stammpersonal durcheinander würfeln. Wenn Sané aufläuft, ja, was heißt, wenn er aufläuft? Für mich ist der Trainer durch. Für mich hat der Trainer, der ist fertig bei uns. Der hat bei uns nichts mehr zu suchen. Ja, ist meine persönliche Meinung. Und ein Sané wird wieder auflaufen. 100%. Ja. Was eine Katastrophe ist. Genauso wie Musiala. Musiala wirkt völlig überfordert. Sollte man einfach vielleicht mal draußen lassen und einfach vielleicht dann mal, wenn es sein muss, zur 70. einwechseln, dass er nochmal ein bisschen Impact hat. Und ein Harry Kane muss einfach mal besser eingebunden werden ins Spiel. Ja? Und nicht sich auf den Flügel nach rechts und links fallen lassen. Er kann sich ja gerne mal hinter Müller fallen lassen, Müller rückt nach vorne oder ein Tell rückt dann nach vorne und Müller nach links außen. Habe ich gar kein Problem mit, aber in der Strafraumbesetzung muss vorne da sein. Ja? Fände ich sogar richtig geil, wenn dann ein Tell vorne reinrücken würde, weil ich denke, der Junge braucht einfach, wenn der Junge das Vertrauen vom Trainer gespürt hätte, bekommen hätte, ich denke, dann hätten wir da schon eine richtige Maschine diese Saison. Ja? Aber hat er leider nicht bekommen. Ja. Das ist alles, was ich zu sagen habe, Leute. Das wäre meine Aufstellung, mit der ich super happy wäre. Werden wir nicht sehen. Wenn doch, Asche auf mein Haupt, würde mich super überraschen. Ich bin gespannt, ob Tuchel überhaupt Konsequenzen ziehen wird, wenn man seine aktuelle Vorgehensweise im Auge hat. Nicht, dann wird dasselbe Personal wie immer auflaufen. Ich bin sehr gespannt. Haut mir gerne eure Meinung in die Kommentare, gerne euren Tipp zum Spiel. Es wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Bochum ist sehr heimstark, kämpft, beißt, kratzt, sticht zu Hause. Ich bin sehr gespannt. Ja, natürlich sollten wir durch eine Einzelaktion oder durch ein bisschen Glück ein frühes Tor machen. Kann die Geschichte natürlich für uns laufen, wobei man fairerweise sagen muss, ich könnte mich nicht daran erinnern, dass wir mal die letzten Wochen, Monate eine konstant gute Leistung über 90 Minuten gebracht haben. Das heißt, selbst wenn wir ein Tor machen, selbst wenn wir 2 machen, kann es jederzeit sein, dass wir wieder komplett einbrechen. Von daher wild. Und wenn wir 1 kriegen, sehe ich ganz schwarz, sage ich euch, wie es ist. Also, Leute, in diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Haut mir gerne eure Aufstellung rein oder
und euren Tipp. Ist doch gut, Alter. In diesem Sinne, vielen lieben Dank für euren Support. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.